willkommen bei unserer dritten Serie Gottesdienst Mehr als ein Wunder. Einmal ist ein Mann gegangen wandern auf einen grossen Berg und er ist leider von einer Klippe runtergefallen. Und dann hat er sich nur bei einer Wurzel festheben, aber das war nicht ganz stabil. Und er schreit und sagt: Hilfe! Ist jemand da? Kann jemand mich helfen? Und dann plötzlich kommt eine Stimme von dem Himmel und sagt: Ja, ich bin da, ich kann dich helfen. Der Mann schreit und sagt: Wer ist da? Und die andere Stimme sagt: Ich bin Gott, ich werde dich helfen. Und der Mann sagt: Okay, so gut. Und Gott antwortet: Lass los und ich heb dich. Und der Mann überlegt sich noch ein paar Sekunden und dann schreit wieder: Gibt es sonst jemanden da? Kann sonst jemand mich helfen? Ich glaube, in solchen Situationen fällt uns nicht immer einfach. Aber heute haben wir ein geniales Thema, wo unser Pastor Michael Wuttrich wird uns erzählen von der Bibel, den zweiten Zeichen vom Johannesevangelium, die Heiligung von der königlichen Sohn. Und es geht um Sehen und um Glauben. In dieser Predigt, ich wünsche, dass eure Herzensaugen Gott sie öffnen und dass er euren Glauben herausfordert und dass ihr könnt einen neuen Glauben in ihn bekommen. Schön, dass ihr da seid und ich freue mich auf die Predigt. Etwa vor 2 Jahren hatte ich mal ein Telefon mit jemandem bei uns aus dem Kreuzpunkt bei uns aus der Kirche. Weiss gar nicht mehr so genau, um was das eigentlich gegangen ist bei diesem Gespräch. Aber wir haben dann am Schluss, wie man das halt so macht, noch gefragt: Hey, wie geht es dir eigentlich so? Was läuft so bei dir? Und er ist ein Vater von 2 Kindern und er hat mir dann erzählt: Schau, eigentlich geht es gut, aber mein Sohn, mein ältester Sohn, der ist seit 2 Wochen ziemlich fest krank. Er hat höchstes Fieber und ist mega schwach und kann nicht in die Schule. Und du hast so gemerkt im Gespräch, langsam aber sicher hat sich der Vater angefangen Sorgen zu machen um seinen Sohn. Ist ja verständlich, wenn 2 Wochen lang höchstes Fieber hast und niemand weiss, was genau ist, fängt man sich an Sorgen zu machen. Und auch gerade wegen der Schule. Er hat nicht in die Schule gehen. Es ist langsam aber sicher einfach so eine Situation geworden, wo jetzt über das Normale ausgegangen ist. Und ich habe ihm dann angeboten, so wie wir das machen, zu sagen: Hey, ich würde vorbeikommen bei dir mit jemandem aus der Gemeindeleitung. Und dann würden wir, so wie das im Jakobus 5,16 erklärt wird, würden wir als Gemeindeälteste vorbeikommen und bei dir für deinen Sohn beten, wenn du das möchtest. Er hat sich das dann überlegt und gefunden: Ja, ich würde mich eigentlich mega freuen und hätte das gerne, dass ihr kommen würdet. Und so sind wir dann, der Samuel Holland bei uns aus der Gemeindeleitung und ich sind dann in dieser Woche bei dieser Familie daheim am Abend mal vorbeigegangen. Und wir haben dann, so wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben, haben wir den Sohn mit Öl gesalbt und haben gemäss, wie es in der Bibel steht, im Jakobus 5,16, für den Sohn gebetet. Und als ich ihn anlange und die Hand auf ihn aufgelegt habe, habe ich gerade gespürt und gemerkt: Okay, ja, das ist wirklich höchstes Fieber, da brauchst du kein Thermometer. Als Eltern weisst du gerade, oder, wenn du dein Kind anlangst und das hat Fieber, dann checkst du gerade: Ja, das ist nicht normal, das spürt man gerade, wenn ein Mensch Fieber hat. Und das hast du wirklich gespürt, wo du den Bub angelangt hast. Und du hast es auch gesehen, in den Augen, er hat so richtige glasige Fieberaugen gehabt und ist so schlapp auf dem Sofa gehockt. Und wir haben dann das gemacht, was wir eben schon ein paar Mal gemacht haben, was wir immer wieder machen als Gemeindeleiter, und haben für das Kind gebetet und haben, so wie es steht, im Namen Jesus Gesundheit ausgesprochen, haben ihn gesalbt. Und als wir dann fertig waren, es ist, ja, wie gesagt, einfach normal gewesen, so wie man das halt macht. Nicht irgendwie mega heilig oder besonders speziell oder irgendetwas. Ist dann der Sohn gegangen und hat gesagt: Ja, er sei müde, er würde gerne raufgehen und ein bisschen herlegen. Und er ist dann den Stock raufgegangen und wir haben noch ein paar Sätze mit den Eltern geredet und plötzlich ist der Sohn wieder die Stege runtergekommen und hat gesagt: Du, mir geht es plötzlich gut. Und wir haben ihn zuerst angeschaut, oder? Und dann nochmal angelangt und tatsächlich, die Fieber war weg und es war wirklich so gewesen, Jesus hat dort und dann ein Wunder getan und hat den Sohn von dieser Krankheit, wo wir nicht so genau wissen, was es war, in dem Moment einfach geheilt. Und der Sohn war wieder gesund, am nächsten Tag wieder zurück in die Schule gehen. Und natürlich sind wir alle mega dankbar und froh und happy gewesen über die Heilung von dem Sohn, den wir miterleben durften. Jetzt,
musst wissen, Jesus ist im Business von Söhnen heilen, schon seit 2000 Jahren. Ist nicht der erste Sohn, wo Jesus dann und dort geheilt hat. Sondern Jesus hat schon, wo er noch auf dieser Erde gelaufen ist, in Person Söhne geheilt. Hat dort schon Väter glücklich gemacht, indem er ihre Söhne geheilt hat. Wir sind im Moment in unserer Serie drin, mehr als ein Wunder. Und wir wollen miteinander durch das Johannesevangelium durchgehen und die verschiedenen Zeichen, die eben mehr sind als ein Wunder, anschauen. Und so entdecken und erfahren, wer Jesus wirklich ist. Was er wirklich gemacht und gesagt und gelehrt hat hier bei uns auf dieser Welt. Und das zweite Zeichen, das ich heute predigen darüber geht, genau auch um das. Ein Sohn wird geheilt. Das erste Zeichen hat Christoph ja letzte Woche schon angeschaut. Das war die Verwandlung von Wasser zu Wein. Also aus meiner Sicht ein Top-Notch-Wunder, oder? Es gibt nicht viel Besseres, was man machen kann, als Wasser zu Wein. Ich habe mir überlegt, hey, wenn ich ein Jünger gewesen wäre zu dieser Zeit dort hat er mich gehabt, weißt? Okay, der macht Wasser zu Wein, ich bin dabei. Wo muss man unterschreiben? Wo ist die Liste? Ich trage mich ein, ich folge dem nach. Was ist das für eine Party? Was wird da noch kommen, wenn der Wasser zu Wein macht? Ich bin dabei, muss nicht mehr sehen. Mich hat er gehabt mit diesem Wunder. Das war das erste Wunder. Das zweite Zeichen, das Jesus gemacht hat, war, dass er einen kranken Sohn gesund gemacht hat. Wir werden jetzt miteinander den Bibeltext anschauen. Ist ein längerer Bibeltext. Vielleicht willst du deine Bibel holen, mitlesen. Es ist Johannes 4, Kapitel 4, ab Vers 43. Also hol doch schnell deine Bibel, dann können wir miteinander den ganzen Text lesen. Bevor wir jetzt aber einsteigen in diesen Bibeltext, möchte ich noch beten. Ich möchte nämlich beten, dass wir dürfen verstehen, um was es wirklich geht in diesem Text. Der Brino hat ja in der Einleitung schon erklärt, dass der Johannes uns möchte eine neue Sicht geben, dass wir dürfen lernen, neu zu sehen. Ich möchte beten, dass das heute Morgen passieren darf. Dass wir durch die Geschichte neu lernen sehen, um was dass es wirklich geht. Also ich möchte beten und dann schauen wir miteinander den Bibeltext anschauen. Jesus Christus, wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dich heute am Morgen, heute am Nachmittag, heute am Abend, wenn immer wir jetzt das gerade hören und Teil sind von der Kirche, Teil sind von deinem Lieb, Jesus, möchten wir dich beten, dass du da gegenwärtig präsent bist. Wir wissen, dass kein Raum und Distanz jemals dich aufhalten würde. Und so glauben wir, dass wir heute am Morgen, heute am Nachmittag, am Abend versammelt sind in deinem Namen Jesus. Dass wir ein Lieb sind. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du einfach das Wort auftust für uns, dass wir verstehen und erkennen etwas Neues von dir und wer du wirklich bist. Auf das wir glauben, dass du der versprochene Messias wirklich bist, Jesus. Für das möchten wir heute Morgen beten. Und alle, die einverstanden sind, sagen mit mir zusammen Amen. Amen. Also lass uns das zweite Zeichen aus dem Johannesevangelium anschauen. Wir lesen gerade den ganzen Text und dann nehmen wir ihn auseinander. Johannes 4, 43 bis 54. Nach diesen 2 Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen. Denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenen Ort in Galiläa, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapharnaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapharnaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und er ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapharnaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und er gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe.
Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus. Er und alle in seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war, und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Bei dem zweiten Zeichen, bei dem Wunder, das wir hier gelesen haben, sieht man, dass es eigentlich um einen Kontrast geht, wo Jesus, oder besser gesagt der Johannes, aufzeigt auf die Art und Weise, wie er uns von dem zweiten Zeichen erzählt. Es geht um das Sehen und es geht um Glauben. Die Galiläer, musst du wissen, die Region, wo das Wunder drin stattfindet, die haben schon ganz viel gesehen. Die haben schon Jesus in seiner Herrlichkeit eigentlich gesehen. An Wunder haben die jede Menge Sachen schon gesehen. Der Lukas zum Beispiel erzählt von dem. Wir können lesen im Lukas 4, 22, in Galiläa, der Region, wo wir drin sind, wie die Leute auf ihn reagiert haben. Dort steht, Lukas 4, 22, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er nicht der Sohn des Josefs? Fragten sie. Also, die sind beeindruckt und haben angefangen zu staunen über das, was Jesus gemacht und gesagt und gelehrt hat. Nur um ihn dann ein bisschen später über eine Klippe schmeißen. Oder im Lukas 4, 36 in Galiläa lesen wir von diesen Leuten, darüber erschraken alle in der Synagoge und erstaunt fragte einer der anderen, mit welch einer Vollmacht redet denn dieser Mann? In der Kraft Gottes befiehlt er den bösen Geistern und sie müssen weichen. Der Kontrast ist, du siehst auf der einen Seite die Galiläer. Die Einwohner von Galiläa, die ganz viel sehen, mit ihren Augen ganz viel Wunder erleben von Jesus. Sie erleben, wie er in der Synagoge vollmächtig redet, wie er ihnen erklärt, dass er wirklich der Messias ist. Und sie sind erstaunt, sie sind beeindruckt, sie sind erschrocken, sie sind alle möglichen Reaktionen, kannst du lesen. Eine ganze Palette, du darfst auswählen, welche Emotion, welche Reaktion auf Jesus, seine Person, da entgegenkommt in Galiläa. Sie sehen ganz viel, aber etwas liest nicht. Etwas fehlt. Nämlich, dass die Einwohner von Galiläa anfangen glauben hätten. Das ist der Kontrast in dieser Geschichte. Du siehst Galiläa, wo ganz viel erlebt und sieht und doch nicht glaubt. Wie Jesus ihnen sagt, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Er wirft ihnen das vor. Er sagt den Einwohnern von Galiläa, ihr seht und glaubt doch nicht. Und im Kontrast haben wir den Beamten, wo wahrscheinlich nicht einmal ein Jude war. Wir wissen es nicht so genau, aber wir wissen, er war ein Beamter, ein höherer Beamter, wahrscheinlich im Hof von Herodes. Und somit wahrscheinlich nicht einmal ein Jude. Und er ist der, der am Schluss als Resultat von dem Zeichen glaubt. Also wir sehen den Kontrast zwischen Sehen und Glauben. Interessanter Fakt, die gut aufgepasst haben in der letzten Predigt von Christoph. Auch dort stellt man fest, wenn man das Zeichen nochmal gut durchliest, am Schluss, wer glaubt nach dem Zeichen, sind die Jünger allein. Also die Leute in der gleichen Region, die erlebt haben, wie Jesus Wasser zu Wein macht, das hat nicht in Glauben resultiert. Nur die Jünger glauben an Jesus nach dem Zeichen. Also wir können sagen, Sehen bringt uns nicht unbedingt zum Glauben. Hebräer 11, Vers 1 bis 2 sagt das so schön. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Wir haben auf der einen Seite den Abraham, wo Gott geglaubt hat, obwohl er nichts gesehen hat. Er ist gerufen worden, als er eigentlich noch nicht einmal Jude war. Er hat nicht zu den Auserwählten gehört. Er war eigentlich ein Nachfolger vom Mondanbeter aus einem fernen Land, wo nichts mit Israel am Hut hatte. Der Mann hat geglaubt, ohne zu sehen.
und hat somit gesehen, was andere nicht haben können sehen, die natürliche Augen hatten. Im Hebräer 11,13 steht: Sie alle, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Also du hast auf der einen Seite den Abraham, der geglaubt hat, obwohl er nichts gesehen hat. Und trotzdem gesehen hat, weil er eben geglaubt hat, was wird werden im Glauben. Und du hast andererseits seine Nachkommen, das Volk Israel, wo jetzt alles gesehen hat, was du dir irgendwie nur vorstellen kannst. Das Volk Israel, musst du dir das mal vorstellen. Die haben jetzt gesehen, was es zu sehen gibt. Also ich glaube nicht, dass es eine Zeit gibt in der Geschichte der Menschheit, wo Gott so gegenwärtig, so klar und mächtig und deutlich am Wirken war, wie in dem Moment, wo er sein Volk aus der Sklavenschaft, aus der Gefangenschaft, aus Ägypten rausgeführt hat. Musst du dir das vorstellen? Du bist dort gewesen. Was hast du alles gesehen? Du hast gesehen, wie 10 Plagen die mächtigste Nation auf dieser Erde in die Knie zwingt. Du hast gesehen, wie ein Volk von Sklaven mit den Reichtümern vom mächtigsten Land rausläuft. Du siehst, wie dein Gott eine fremde Armee, eine mächtige Streitmacht im Meer verschluckt und verschlingt. Die verschwindet einfach. Das siehst du. Und dann siehst du, wie Gott in einer Feuerwolke und in einer Wolke vor dir hergeht. Nicht nur das siehst, sondern du schmeckst, jedes Morgen ist ein Wunder, das du isst. Da geht Essen vom Himmel auf die Erde und du kannst es zusammenlesen und isst jeden Morgen Wunder. Dies Morgen ist Wunder, zum Nacht gibt es Wunder. Du siehst die Gegenwart Gottes. Du trägst mit dir die Schätze von einer fremden Nation, wo Gott dich so eben daraus befreit hat. Also hey, was könntest du noch sehen? Was musst du noch erleben? Ganz ehrlich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, was die noch hätten sehen können. Sie kommen zum Berg Sinai. Sie sehen die Gegenwart Gottes in einer Wolke auf den Berg runterkommt. Die Erde zittert und schüttelt und macht und tut. Wie gesagt, die Gegenwart Gottes ist wahrscheinlich noch nie so spürbar, krass und präsent auf der Erde wie für das Volk Israel. Die haben jetzt einfach alles gesehen. Und weißt du was? Sie haben trotzdem nicht geglaubt. Was dann darauf angekommen ist, haben sie ein goldiges Kalb gemacht und haben gesagt, das ist schon unser Gott, der uns aus Ägypten rausgebracht hat. Und haben angefangen, das anzubeten. Also verstehst du? Sehen bringt uns nicht unbedingt zum Glauben. Aber Glauben bringt uns zum Sehen. 2. Korinther 5,7. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Wir leben unser Leben im Glauben und nicht im Sehen. Und das zeigt auch genau die Story auf vom Johannes. Das ist das, was der Johannes uns möchte erklären. Schau, Wunder sind genial. Wunder sind wunderbar. Aber sie sind nicht der Grund, wieso man glaubt. Du hast da ein Volk in Galiläa, das sieht und sieht und sieht und doch nicht glaubt. Und jetzt kommt das Spannende. Im Johannes 4, ganz am Anfang, im Kapitel vom Vers 43 von dieser Geschichte, lesen wir ja, nach diesen 2 Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Und jetzt kommt die 100-Punkte-Frage. Wer weiß, was in Sychar passiert ist? Wo Sychar ist? Falls du nicht weißt, ich tu dir das ganz kurz erzählen. In Sychar ist in Samarien, also bei den Heiden, bei Nicht-Juden. Dort ist Folgendes passiert. Jesus hat ein Gespräch gehabt mit einer Frau am Brunnen. Er hat mit einer Frau geredet. Das Resultat von dem war, dass ein ganzes Dorf am Schluss geglaubt hat. Die haben nichts gesehen. Jesus hat dort nicht ein Wunder da, so wie er das da hat bei denen in Galiläa. Die haben nicht erlebt, wie Wasser plötzlich Wein geworden ist. Die haben nicht gesehen, wie Dämonen austrieben worden sind. Die haben nicht erlebt, wie Kranke gesund worden sind. Die haben all die Zeichen nicht gehabt, aber ein Gespräch von Jesus mit einer Frau am Brunnen resultiert in Glauben von einem ganzen Dorf. Das ist in Sychar passiert. Und jetzt kommt Jesus zurück auf Galiläa und er redet mit diesen Leuten in Galiläa. Und er sagt,
wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Das ist der Kontrast. Und dann haben wir den Hofbeamten. Und den möchten wir jetzt miteinander anschauen, weil wir möchten eigentlich zu der gleichen Erkenntnis kommen wie er. Wir möchten sein wie der Hofbeamte. Wir sind eigentlich der Hofbeamte in dieser Geschichte. Weil wir gehören auch nicht zu den Auserwählten, zum Volk Israel. Und trotzdem können wir glauben, so wie der Hofbeamte geglaubt hat. Du musst wissen, der Hofbeamte hat etwa 30 Kilometer entfernt gelebt von dem Wunder, wo das passiert. Also der hat an dem Morgen, wo er gehört hat, hey, da gibt es den Rabbi Jesus, der tut Wunder. Der ist jetzt wieder zurück in dieser Region, hat er sich auf die Socken gemacht. Wahrscheinlich am 6 Uhr morgen aufgestanden und losgelaufen. Den ganzen Tag. Verständlich. Welcher Vater würde das nicht machen, wenn der Sohn krank ist? Also jeder ältere Teil versteht und kennt das. Du würdest wahrscheinlich die 30 Kilometer vom Zahnfleisch machen, wenn es müsste sein und wenn das deinem Kind helfen könnte, das im Sterben liegt. Es gibt fast nichts, was ältere Liebe nicht machen würde. Und so macht sich der Hofbeamte auf den Weg. Und sind wir ehrlich, am Anfang dieser Geschichte hat der Hofbeamte nicht wirklich Glauben. Er hat Hoffnung. Er hofft irgendwie, den Jesus dann zu überzeugen, mit ihm mitzukommen, die 30 Kilometer wieder zurückzukommen zu ihm heim. Und hofft von ganzem Herzen, dass der irgendwie vielleicht seinem Sohn ja helfen könnte. So fängt es an. Und dann hat er ein Gespräch mit Jesus. Und Jesus sagt, in Autorität spricht er, dein Sohn ist gesund. Und dann lesen wir, dass der Hofbeamte ihm das geglaubt hat. Meine persönliche Interpretation ist, dass der Hofbeamte geglaubt hat an die Autorität von Jesus. Er selber ist ein Beamter. Wenn er etwas sagt, dann haben die Menschen zu tun, was er sagt. Und so hat er angenommen, dass wenn der Rabbi etwas sagt, dass es dann ja eventuell auch passieren könnte. Und er glaubt dem Rabbi. Er muss ja, hat ja gar keine andere Wahl. Was will er auch machen, oder? Hat ja gar nicht erst angefangen zu diskutieren mit Jesus. Oder Jesus sagt zu dem armen Mann, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, oder? Okay, weißt du was, mir eigentlich gleich, mein Sohn ist am Sterben. Kannst du nicht einfach bitte mitkommen? Und dann könnt ihr das anders mal diskutieren. Komm doch bitte einfach mit und hilf meinem Sohn. Und Jesus spricht ein Machtwort. Und der Hofbeamte glaubt dem Wort. Und dann kommt der Hofbeamte heim und stellt fest, dass genau in dem Moment, wo Jesus 30 Kilometer weiter weg etwas gesagt hat, dass bei ihm daheim 30 Kilometer Distanz etwas passiert ist, in dem Moment, wo Jesus gesprochen hat. Und ich glaube persönlich, dass in dem Moment der Hofbeamte etwas verstanden hat, wo du und ich auch verstehen müssen. Und um das, also um Johannes geht in dieser Geschichte. 30 Kilometer Distanz, dort redet einer. Und da passiert es. Erinnert dich das an irgendetwas, was du schon kennst aus der Bibel? 1. Mose 1-3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen, und sogleich strahlte Licht auf. Da sagte Jesus zu ihm: Dies Kind ist gesund. Und 30 Kilometer weiter entfernt ist das Kind gesund worden, wo Jesus nicht gesehen hat, vielleicht sein Leben lang nie persönlich getroffen hat, ist geheilt worden. Über Raum und Distanz hinweg hat Jesus seine Macht demonstriert. Und ich glaube, das ist es, was der Hofbeamte verstanden hat. Und wo seine ganze Familie mit ihm zusammen angefangen zu glauben hat, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus die gleiche Kraft und Macht hat, wie Gott hat, wo er am Anfang gesprochen hat. Und es ist passiert. Sieht er, wie Jesus da redet und es passiert. Und er glaubt an diesen Jesus. Nicht, weil er an Wunder und Zeichen hat müssen sehen, sondern weil er verstanden hat, dass Jesus der Messias ist. So wie die Frau am Brunnen, die nicht gesehen hat, plötzlich verstanden hat, dass der vor ihr steht, der versprochene Messias ist, dass das wirklich Gott ist, der vor ihr steht. Und das ist es, was wir mitnehmen müssen aus dieser heutigen Predigt. Schau, Wunder sind wunderbar.
Verstehst du, nachdem dass wir gebetet haben für den Sohn und der gesund geworden ist? Hey, ich bin nicht heimgelaufen, weisst, ich bin heimgeflogen. Ich bin erfüllt von Lobpreis. Ich habe mich so dermaßen gefreut. Noch Tage, Wochen später bin ich begeistert gewesen über alles, was Jesus gemacht hat an dem Ort. Ich habe ihm Lob und Preis und Dank und Ehre und Ruhm und weisst alles gegeben. Ich habe das allen Leuten erzählt, die ich gerade so getroffen habe. Von allen, alle haben müssen wissen, dass Jesus wirklich einen Menschen gesund gemacht hat. So genial ist das gewesen. Aber die Wunder sind nicht das Fundament und der Grund für unseren Glauben. Wir glauben nicht aufgrund von dem, was wir sehen, sondern wir glauben aufgrund von dem, was wir verstanden haben über Jesus. So wie es der Johannes erklärt in dem Schlüsselvers von unserer Serie. Johannes 20, 30 bis 31. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele, viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn und seinem Namen das Leben habt. Das ist das einzige Fundament, auf dem dein Glaube je kann und wird stehen. Ist Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es geht nicht um Wunder erleben. Es geht nicht darum, zu sehen und zu erleben, was Gott alles kann tun für dich. Auch wenn das der Fall ist und auch wenn das mega schön ist und auch wenn das etwas ist, für das wir nie aufhören zu beten, verstehst du? Wir glauben, dass Jesus heute noch Wunder tut. Hey ja, wir beten für Wunder. Wenn Menschen krank sind, dann legen wir ihnen Hände auf und beten, dass sie gesund werden dürfen. Aber wenn das dann passiert, ist das nicht der Grund, wieso wir glauben. Und das ist auch nicht der Grund, wieso dass wir nicht glauben, wenn wir die Wunder nicht sehen. Wir brauchen nicht Wunder, um Jesus zu glauben. Sondern was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, ist einzig und allein die Erkenntnis, dass Jesus Christus der Messias ist. Der da etwas sagen kann und dort passiert es. Der Raum und Distanz überwinden kann. An den Jesus glauben wir. Und das ist das einzige Fundament, auf dem wir unseren Glauben ankern und darauf bauen. Und hey, ist das nicht ermutigend und schön zu sehen? Gerade jetzt, wenn wir Raum und Distanz so spürbar erleben in unserem Alltag. Jeden Tag sind wir distanziert und getrennt von Menschen, die uns wichtig sind, die wir lieb haben. Aber weisst, Jesus kann das überwinden. Das ist ein Punkt, den Johannes da macht. Jesus ist Herr über Raum und Distanz. Und das ist wahr auch heute am Morgen, Nachmittag, Abend, wo wir die Predigt leben. Wir sind zwar getrennt in Raum und Distanz, aber weisst was? Für Jesus ist das kein Hindernis. Wir sind im Moment der Lieb Christi. Wir sind wahrhaftig Kirche, weil er kann alles überwinden, was uns im Moment trennt. Er ist der Grund, wieso wir glauben. Seine Auferstehung ist die Wahrheit, die wir festhalten wollen. Das ist das einzige Fundament, auf dem wir unseren Glauben je aufbauen. Wir brauchen und wollen nicht Glauben aufgrund von Wundern. Hey, wenn du Glauben hast und dir manchmal wünschst, dass der Glaube gefestigt werden könnte durch ein Wunder oder ein Zeichen, das Jesus tut, lass mich dir sagen, das ist nicht das Fundament, wo du deinen Glauben darauf ankern willst. Du willst einzig und allein darauf ankern, dass Jesus wirklich Sohn Gottes ist. Das ist alles, was du brauchst als Basis für deinen Glauben. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt zum Schluss dieser Predigt für dich beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns die Erkenntnis schenkst, von wer du wirklich bist. Ich bitte dich, dass du die Erkenntnis tief in unsere Herzen hinein verankerst. Dass wir immer mehr verstehen dürfen, dass es lange dich als der auferstandene Messias zu kennen. Ich bitte dich, dass du Wunder tust, auf das wir dir mehr Ehre und Ruhm und Preis geben können. Aber nicht auf das, unser Glaube gebaut wird, sondern unser Glaube ankert darauf, dass du verstanden bist, Jesus. Wir wollen dir alle Ehre geben, wir wollen dich loben und preisen. Ich bitte dich, dass du jetzt bei jedem einzelnen Mensch bist, der im Moment die räumliche Trennung spürt und unter dem leidet. Du bist der, der das überwindet. Und ich bitte dich, dass du verbindest, dass du zusammenfügst und dass du eins machst. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir das. Amen. Amen, Amen und Amen. Hey, es wäre mega cool, wenn wir dich noch sehen im Online-Kaffee Kreuzpunkt. Normalerweise wäre unser Gottesdienst so auf die 11:15 fertig und so möchten wir dich auch einladen auf die 11:15 zum Kaffeekreuzpunkt online. Geh jetzt einfach auf den Link unten, wo du in der Beschreibung und im Video und wo weiss ich nicht überall alles, wo du noch siehst, gehst einfach auf den Link und du durch unser Zoom-Meeting beitreten. Wichtig ist,
Du musst eine Tasse haben mit irgendeinem Getränk drin, weil es ist ja Kaffee-Kreuzpunkt, gell? Und dann, hey, genieß Gemeinschaft. Lass uns austauschen und lass uns so einfach irgendwie noch ein bisschen Beziehung miteinander pflegen. Wenn wir uns schon nicht live sehen dürfen, dann wenigstens so. Könnt euch weiterhin eure Bilder schicken, von was ihr so erlebt, wie ihr Predigt schaut, auf das wir so verbunden bleiben miteinander. Du doch sonst auch noch, wenn es jetzt noch nicht 4:11 ist und du noch gut Zeit hast, kannst auch auf unsere Worship-Playlist gehen, du Lobpreis anhängen und dann kommst du am 4:11 noch dazu. Das ist die Idee. Und so möchte ich jetzt zum Schluss von dem Gottesdienst ein Segen aussprechen über dir. Ich segne dich im Namen vom Vater, der dich gut gemacht hat. Und ich segne dich im Namen von Jesus, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und ich segne dich in der Kraft vom Heiligen Geist, der in dir lebt. So bist du gesegnet für die kommende Woche. Amen. Habt's gut und hoffentlich bis bald im Online-Kaffeekreuzpunkt.